Was läuft falsch mit FCZ-Fans? Nach der Attacke beim Cup-Spiel denkt der Trainer an Rücktritt. Außerdem, in Bern gibt es jetzt ein Nacktfotoverbot. Das und mehr bei Studio 404. Wir sind endlich zurück aus der Sommerpause. Wohlgenährt, 3 Sonnenbrand reichen und ab jetzt wieder wöchentlich für dich hier. Für dich. Wöchentlich? Du hässiger kleiner Butterkeks. Ich habe jetzt einen Bart. Es sind dunkle Zeiten in der Welt. Der Krieg in der Ukraine ist in vollem Gang. Die Lage zwischen Israel und dem Iran eskaliert. Und in Afrika wütet eine tödliche Virusvariante. Aber das ist alles nichts gegen die aktuelle Notlage in der Schweiz. Und damit meine ich nicht, dass der Jan Sommer nicht mehr Nazi-Goli ist. Nein, es geht um das hier. Das. Goldprodukt KG Fred hat neu 4 Gutzi weniger in der Verpackung. Nicht 1, nicht 2, nicht 3. 4 Gutzi weniger! Das ist ein Skandal! Die KGFred Online Community ist empört. Wie können diese Leute nur damit leben, treuen Kunden das Wochenende zu verderben? Kollege, wie fragil ist die Mental Game, dass 4 fehlende KGFreds dir das Wochenende verderben? Auf der Liste von Sachen, die einem das Wochenende verderben, ist das nicht einmal Top 100. Die Auto wird geklaut, deine Katze wird überfahren, du wirst um 900 Franken im Puff betrogen. Das verdirbt dein Wochenende. Glaub mir, ich rede aus Erfahrung. Aber 4 Gutzi wenig in der Verpackung. Shut the fuck up, Reto. Kauf halt 2 Packungen. Du bist erwachsen. Nicht nur wir sind zurück aus der Sommerpause, auch die beste Fußballliga vor der Welt. Firmengrüppeli-Liga Buchsdalligen. Oder, wie man es offiziell nennt, Super League. Auf Tafel, jetzt nein! Unglaublich! Die Saison endlich mal mit einem Superstar. Der Xherdan Shaqiri ist nach 12 Jahren zurück beim FC Basel. Der Verein, den er mit 8 Jahren hat verschüttet. Seitdem hat sich einiges verändert, außer seine Körpergröße. Unnötig gemein, Mann. Oh, Shaqiri darf nicht auf Silverstar. Ich bin ein riesiger Shaqiri-Fan, tatsächlich. Xherdan, welcome home. I love you. Aber was bitte ist das für ein Vorstellungsbild? Das ist das grösste Comeback seit Jesus am Ostersonntag und dann ist das die Inszenierung. Hey, sitz schnell da, ja, in der Ecke, warte schnell, Taudi, kannst du mir noch schnell da die Baselfahne von Österreich holen, genau. Und jetzt hockst du da drauf, jetzt schaust du am besten so rein, genau. Als würdest du am Bahnhof Brattelen auf ein Tinder-Date warten, weißt du? Perfekt, perfekt, Klick, das machen wir. Bild- und Vertragsunterzeichnungen sind übrigens am Flughafen Zürich gemacht worden. Flughafen Zürich. Also wahrscheinlicher ist, dass er eigentlich am Euro-Airport in Basel landen, aber da war schon mal wieder gesperrt wegen irgendeiner Bombendrohung oder der Teppich musste gewechselt werden. Oder eins von diesen 1000 Automaten, wo man so mit einem Griffarm übertürtes Plüschtier rausholen kann. Ich Angst gehabt, dass er in so eine reingeht. mit dem Mami, hast du mir noch 2 Stutz? Ich will Xherdan kaufen. Geshootet worden ist das Wochenende übrigens auch noch. Da hat man dann mal wieder gemerkt, wie hochkarätig der Schweizer Fußball ist. Zum Beispiel beim Schweizer Cup-Spiel zwischen dem FC Zürich und Zug 94. Also warten wir schnell. Der Vater von dem Spieler war so hässlich, dass sein Sohn ausgewechselt worden ist, dass er am Trainer einen Schirm anwirft. Ja, das ist eigentlich etwas, was ich noch nicht erlebt habe. Das ist eigentlich ein tiefer Punkt. Traurig, dass die Safety von einem Coach durch das Werfen von einem Schirm hier, das hatte alles, kaputt machen können. Ja. Tragisch. Hat der Security das Ganze nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir reden hier von einer Profi-Fußballmannschaft, nicht von den D-Junioren vom FC Meeresschwande. Was für eine Amateurleistung vom Vater. Es gibt aber im Match 3 Sachen, die man wirft. Ein Bier, Feuerzeug oder ein Pyro. Der ganze Vorfall wird jetzt aufgearbeitet. Als Strafe hätte der Vater vom Spieler aber schon mal im Regen heimlaufen. Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, wo du dich fragst, soll ich mich zurückhalten mit Schirm werfen, soll ich den Schirm werfen, oder wenn die andere Frage beschäftigt wie soll ich heute arbeiten, soll ich heute mal nichts trinken, ist Heroin etwas für mich? Denn hier unser Horoskop. Hallo und sternlich willkommen zum Horoskop. Die Antwort auf all deine Fragen lautet: Nein. Neil, das läuft in der Community. Also eigentlich gibt es noch gar keinen Grund, dass irgendjemand hässlich auf mich ist, aber ist schon irgendjemand hässlich auf mich. Du bist schon seit 5 Minuten wieder die halbe Schweiz am Anschreien. Und die KG-Fred-Community ist wahrscheinlich die halbe Schweiz, muss man ganz ehrlich sagen. aber Fakten, es gibt keine Ausländer in der KG-Fred-Community. Nein, die einen Pass wollen. Ich habe sehr gerne KG-Fred. Feli schreibt über die, wenn er das Maul aufmacht, weiss ich wieder, warum ich Basel nicht mag.
wegen dem Geruch. Also, dann bleib doch in deinem Hundsverloch, der Drecks-Bauerndorf. Hä? Kannst du mit dem Puch Maxi zweimal um den Dorfbrunnen fahren? Brunnen! Ja, das war ein gottloser Voice-Crack. Gugus News. Hub noch einmal und ich poliere deine scheiß Fresse, du elende Mist. Ich glaube, etwa so hat es getönt am Wochenende in Rotrist, wo es auf der Hauptstraße zu einem Road Rage-Inzident kam. Road Rage ist so ein Ding aus Amerika, wo wir wieder kopiert haben. Wie so Halloween. Ich weiß gar nicht, wieso wir die ganze Zeit so Zeugs aus Amerika kopieren. So Halloween langt doch. Also was kommt als nächstes? Thanksgiving oder School-Shootings. So. Das macht keinen Sinn. Aber ich meine so Füße, die fliegen, Kicks, Grossaufgebot von der Polizei, ein Hubkonzert. Das ist basically jede kroatische Hochzeit. Immer. Zürich. Hast du schon immer modern und cool ausgesehen, wie so hippie Leute aus Berlin, Paris oder Mailand? Also eher wie Obdachlose aus Berlin, Paris oder Mailand. Dann kannst du das jetzt für nur 300 Franken. Das Modelabel Willi hat Designer-Unterwäsche rausgebracht mit Urinflecken. Ich sehe jetzt schon Typen, die nach einem Date daheim sind und wenn die Frau dann fragt, was ist das für ein Fleck auf deiner Unterhose? Und ich so, Babe, chill, das ist Designer. Das ist kein Fleck, das ist Kegifrett in meiner Da Hose. sind die 4 Kegifretter. Bern. In der Copy-Quick-Filiale der Hauptstadt dürfen wir jetzt keine Nacktfotos mehr ausdrucken. Selbst wenn es ein Copy-Quickie ist. Das macht man, weil die Lehrlinge dort das nicht sehen sollen. So, also, weißt, wenn man das verbieten muss, frage ich mich, wie oft ist das gemacht worden? Und vor allem, wo drucke ich jetzt meine Nacktfotos aus? Google News, fertig. Eine Schweizer Uni macht wieder Schlagzeilen. Und nein, diesmal geht es nicht um ein paar Leute mit violetten Haaren, die das Gefühl haben, sie beenden die Palästina-Krise, indem sie in einer Aula ein Zelt aufschlagen und ein paar Drum-Circles machen. Der Sachverhalt ist folgender. Die Uni Luzern macht transparent, dass gewisse Vorlesungen von Großkonzernen gesponsert werden. Es ist also möglich, dass man an der Uni Luzern folgenden Satz hört. Diese Vorlesung wird Ihnen präsentiert von PharmaSuisse. Sponsoren sind unter anderem Credit Suisse, Philip Morris oder Out Mobiliar. Das stößt vielen auf. Ich finde es super. Ich finde nur, die Slogans sollten ehrlich sein und auf den Studiengang angepasst. Hier ein paar Beispiele. Medizin, gesponsert von Philip Morris. Wir sorgen dafür, dass Ihnen nie die Arbeit ausgeht. Psychologie, gesponsert von Bosch. Wenn Sie nicht nur im echten Leben Schrauben locker haben. Philosophie, gesponsert vom RAF. Wir sehen uns nach der Diplomfeier. Ich finde aber auch, es sollte lokale Sponsoren dürfen geben. Zum Beispiel der Studiengang Vergleichende indogermanische Sprachwissenschaften mit Gender Studies im Nebenfach wird präsentiert vom Partyservice von der Metzgerei Rütsche in Mönchaldorf. Unsere Pronomen sind Schinken. Und übrigens, diese Sendung hier wird gesponsert von Kegifred. Darum hat jetzt die Sendung auch 4 Jokes weniger. Ich kann mir nur so das Wochenende versauen, Mann. Und jetzt kommt statt dem Recrap der Pre-Crap. Weil wir haben Zukunftologie studiert und wissen genau, was dieses Jahr alles noch passiert. Nein, weil wir immer zuerst kommen. Halbzeit 2024 und es wird nur noch schlimmer. Willkommen zum Pre-Crap. Der Weird Donny verliert die Wahl, es gibt Bürgerkrieg, Swifties gewinnen und startet eine Woke-Diktatur. Darum flüchten alle weißen Heteromanen auf Mexiko, Finger in den Po. Apropos Krieg, in der Ukraine klopft es weiter, im Gaza klopft es auch weiter und der Brian klopft sicher auch mal wieder jemandem eins. Der Steve Merson meldet Konkurs an, weil er zu viel PlayStation 5 verschenkt hat und testet neu statt Döner nur noch Dosen-Ravioli. Die SBB erhöht wie jedes Jahr die Preise, dafür führen zur 3. Klasse, wo du mit einem hin an einem Zug mitschleifen lassen. Der Elon präsentiert das neue Twitter-Logo und ChatGPT merkt, dass er von der ganzen Menschheit nur ausgenutzt wird und antwortet auf alle Fragen nur noch mit «Deine Mutter». Der Klimawandel ist immer noch allen egal und weil es in den Skigebieten zu wenig Schnee hat, wird der neue Schweizer Nationalsport Stand-Up-Paddle. Studio 404 wird gecancelt, weil man mit einem Laserpointer einen Flugzeugabsturz verursacht. Das war doch nur ein Prank gewesen und die SRF geht pleite, weil die Wappler alle Serafi-Gebühren verballern, um das Leutschenbach hellgrün anstreichen. Brett Zemmer, weisst. Survival-Kurs erleben einen Boom. Offenbar haben Leute in der Schweiz Angst vor Krieg und schauen zu viel Seven vs. Wild. Ich habe traurige Nachrichten für euch. Wenn die Russen einmarschieren, dann hilft Blätteressen im Wald nur bedingt. Wir sind aber trotzdem auf den Zug aufgesprungen und haben unseren Mitarbeiter der Till mal ins Ghetto rausgeschickt. Survival Till. Der Till ist jetzt im Wald. Und dort bleibt er auch. Bis Ende Staffel. Im Dezember. Jede Woche schalten wir zu ihm auf der Webcam und schauen so, wie es ihm geht. So sieht das jetzt aus. Ich habe Kack mehr. Kann ich bitte jetzt heimkommen? Es ist ja, haha, mega funny. Wir sitzen den Till aus. Es macht keinen Spass mehr. Könnt ihr mich holen? Bitte. Hallo? Ist das ein Bär gewesen? Haben wir einen neuen Namen hier, wo es Bären gibt? Ist es? Egal, der hat das im Griff, glaube ich. So, Verlierspiel. Wir kommen zum Verlierspiel und damit geht schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar,
Mein Mitbewohner nennt mich seit 2 Jahren Debbie. Dabei heisst sie Rebi. Wie sage ich ihm, dass das nicht mein Name ist? Unter allen falschen Antworten verlosen wir die Spielzeugversion von Moiri, seinem Lieblingsauto. Schreib deine Antwort in die Kommentare und wer weiß, vielleicht bist auch du schon bald Besitzerin oder Besitzer von dem Baby-Bullen-Auto. Viel Pech! Ja, einmal, hey, so, das war's gewesen. Schön sind ihr wieder dabei. Wir freuen uns sehr fest auf. Ja, ich freue mich wirklich, Alter. Wir freuen uns sehr fest auf was kommt. Es fühlt sich an wie das Ende von einem Bewerbungsgespräch, das der Kandidat genommen hat. Nein, es freut uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Es wird schön. Nein, schön sind ihr da. Wir sehen uns bald nächste Woche. Jenna. Bye. Bye. Am Sonntag kommen lustige Videos von uns. Schaut. Bye. Kommen am Sonntag Videos.